Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal nach dem Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum, was 7:0 ausging. Ich bin gespannt. Ich denke, es wird eine relativ kurze Pressekonferenz, aber wir gehen mal rein. Tages steht wie gewohnt die Pressekonferenz. Wir können vielleicht noch ein paar Sekunden verzögern, dass der ein oder andere Kollege noch Platz findet hier in dem Pressekonferenzraum. Herzlich willkommen also Aber zum auch wirklich nur ein paar Sekunden, Thomas Letsch und Thomas Tuchel nach dem Spiel des FC Bayern gegen den VfL Bochum. Ich darf wie gewohnt den Gästetrainer um seine Einschätzung bitten, nachdem jetzt doch ein paar noch Platz gefunden haben. Bitte schön, Thomas. Ja, zunächst Glückwunsch an Thomas und an den FC Bayern zu dem deutlichen und verdienten Sieg. Wir haben heute richtig eine mitbekommen. Wir wollten bewusst einen mutigen Ansatz wählen. Die wollten zu viel, aber ich lasse ihn erstmal antworten. Und da stehe ich auch dazu, dass es der richtige Ansatz war, denn wenn wir versuchen, hier passiv zu spielen, das sind wir nicht, dann gehen wir vielleicht mit weniger Toren heim, aber auch ohne Punkte und deshalb wollten wir das so angehen. Wir haben es aber nie geschafft, die Wucht von Bayern, die Geschwindigkeit von Bayern in den Griff zu kriegen und so kommt nach 30 Sekunden der erste Schuss auf unser Tor, den Manu noch gut hält und dann nimmt so ein Spiel natürlich die Dynamik an und das weiß jeder, wenn der FC Bayern ins Rollen kommt, dann tut es sich schwer, dass das gerade heute passiert. Und das in Kombination auch mit einer schlechten Leistung von uns, das tut weh. Aber nichtsdestotrotz wissen wir alle, dass das dazugehört im Fußball, richtig eine auf die Fresse zu kriegen. Wichtig ist, wieder aufzustehen und das wird man tun. Die Niederlage darf uns nicht umwerfen. Ich bin überzeugt von meiner Truppe und ich bin auch überzeugt, dass wir nächste Woche im Heimspiel gegen Gladbach eine andere Leistung zeigen und dementsprechend auch wieder Punkte einfahren. Danke. Super sympathische Aussagen erstmal, muss ich sagen. Er hat natürlich recht. Wenn du dich als VfL Bochum hinten reinstellst, ja, gehst du vielleicht mit 4 nach Hause anstatt mit 7. Was man hätte anders machen können. Ich meine, sie haben es ein bisschen anders gemacht. Nochmal erste Halbzeit, ganz klar, das Mann gegen Mann hat ihnen das Genick gebrochen. Ja, allein Fonsi hat das System schon ausgehebelt nach 30 Sekunden, wie er sagt. Und hat es dann dauerhaft ausgehebelt. War immer anspielbereit, hat dann den Gegenspieler abgeschüttelt, hat 2, 3 Gegenspieler noch stehen lassen, dann war der Raum da. Man hätte als VfL Bochum natürlich nach dem 14:0 sagen können oder vielleicht auch müssen, lass uns eine 5er- oder eine 4er-Kette hinstellen und wir knallen uns hinten rein. Weiß ich nicht, ob man das hätte tun müssen können. Hättest du wahrscheinlich trotzdem noch 2 gekriegt bei unserer heutigen Spielfreude, aber vielleicht hätten wir auch gesagt, ach komm, lass gut sein, wir schieben den Ball hinten rum, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hätte Fahrradkette. Ich finde es gut, wenn man sagt, das ist unsere Spielweise, das ist unsere Art Fußball zu spielen, das wollen wir so umsetzen und wollen uns nicht verstecken, auch wenn es gegen den FC Bayern ist. Ja, dann kriegen wir halt mal so eine Klatsche, müssen wir damit leben, müssen wir den Mund abputzen und weitermachen. Kehrseite der Medaille, ja, ich denke mal, für den VfL Bochum ist klar, dass sie gegen den Abstieg spielen. Da kann natürlich so ein Torverhältnis schon mal entscheidend sein und dann ist es vielleicht irgendwo dann fahrlässig. Ich weiß es nicht. Schwer abzuschätzen. Ich fand seine Argumentation völlig okay. Und ja, wollen wir nicht hoffen, dass es irgendwie an 2, 3 Toren am Ende der Saison liegen wird, weil dann kann man auf dieses Spiel nochmal anders gucken. Aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel Bochum gegen Gladbach aus Sicht der Bochumer und drückt natürlich den Bochumern alle Daumen, die ich habe. Ja. Gar keine Frage. Und so war es ein super sympathischer Auftritt. Ja, aber wir waren halt heute, keine Ahnung, wir waren heute einfach in einer Form, das war stark, um es auf den Punkt zu bringen. Vielen Dank, dann Thomas, bitte. Ja, danke, Thomas. Glauben Sie mir, wir wissen, wie unangenehm Bochum sein kann als Gegner. Die Spiele analysiert. Sie hatten, glaube ich, im Moment die meisten Torabschlüsse in den letzten 3 Spielen in der Bundesliga mit über 20 Schüssen und wir mussten. Naja, wir haben heute allein 26 Schüsse gehabt. Ich glaube, davon 15 oder 16 aufs Tor, also. Wir wussten ganz genau, welche unsichtbare und welche Fleißarbeit wir machen müssen, um gut auszusehen in dem Spiel. Wir wussten um die Wichtigkeit von Kopfballduellen, wir wussten um die Wichtigkeit von 2., 3. Bällen und wir wussten, dass wir uns durchsetzen müssen im 1 gegen 1. Und ich bin sehr glücklich mit der Einstellung, dass uns das nicht nur bewusst war, sondern dass wir das
so umgesetzt haben, so ernsthaft, so fleißig in den Dingen, die wirklich sein müssen, um Bochum nicht zu dem gefährlichen Gegner zu machen, der sie sein können. Und dann sah es einfacher aus, als es ist, und sind dann ins Laufen gekommen, haben nicht nachgelassen, sind konzentriert. Das ist das Wichtige halt, ne? Wir haben nicht, wie sonst, 20 gute Minuten, dann wieder 20 Minuten, ach ja, komm, alles gut, passt schon. Nein, wir haben heute 90 Minuten konstant gutes Level gehabt. Ich habe auch keinen Spieler gesehen, abgesehen von Choupo, der irgendwie abgefallen ist. Jeder, egal ob es ein Davis war, ein Kimmich, ein Leimer, ein Mats Rui, wenn auch ein bisschen, vielleicht einen Tacken schlechter wie die anderen. Aber keiner, der irgendwie abgeschaltet hat, abgefallen ist oder sonst was. Jeder wollte, jeder war immer anspielbar, super stark. Geblieben und haben im Ballbesitz schnörkellos gespielt, einfach gespielt, schnell gespielt und abgesehen von Sané, 1, 2, 3 Aktionen, wo er einfach wieder viel zu viel mit dem Ball gelaufen ist und wieder zu viel Hickhack wollte und 2, 3 Mal auch hier so den Zamperano machen wollte, das hat mir nicht gefallen. Aber ansonsten, ja, wir haben super schnörkellos gespielt. Endlich mal. Ja, endlich mal nicht den Ball annehmen, glotzen, was geht ab, wo könnte ich ihn hinspielen. Lag natürlich aber auch daran, dass viele Spieler in Bewegung waren und immer Anspielstationen auch da waren, so dass man direkt die Leute auch anspielen konnte. Ne? Das gehört natürlich auch dazu. Ja, unsere 1-gegen-1 Duelle gewonnen und die Geschwindigkeit genutzt für Schnellangriffe. Das war dann unterm Strich ein verdienter Sieg und natürlich ein hochverdienter Sieg. Gelungener Tag für uns. Vielen Dank. Kommen wir zu den Fragen. Es beginnt Mario Krischl für den Kicker, bitte. Herr Tuchel, 3 Fragen. Einmal, wie sieht es aus mit Matthijs de Ligt? Weiß ich noch nicht. Ist in der Röhre, macht ein MRT und warte ich auf die. Was war denn los? Er hat einen Schlag aufs Knie bekommen und. Ja, das hat man ja gesehen im Spiel, ne? Da habe ich noch gesagt, so mal, hoffentlich ist es nichts Ernstes, ja? Weil es wäre super schade. Er hat endlich jetzt die Chance gekriegt, hat auch gleich gezeigt, was der Unterschied einfach ist, ja. Alleine im Spielaufbau, einfach die langen Bälle über die erste Abwehrkette mal weg, die super genau waren, diese Stabilität einfach und dann vorne halt auch bei Ecken, wie gefährlich er halt einfach auch sein kann, ja. Es wäre super schade, wenn er jetzt wieder raus ist, ja. Auch wenn man das dann heute mal vergleicht, direkt mit dem Upa, obwohl Upa eigentlich bisher der konstanteste war, fand ich. Heute hat er 2, 3 Wackler drin gehabt, ne? Wieder mit so einem komischen Pass da in die Tiefe, wieder so aus dem Nichts, hätte den Gegner wieder ins Spiel geholt. Ich meine, gut, da stand 5-0 oder was, da spielt das nicht so die Rolle, ja. Aber wenn es 0-0 steht oder 1-0, ist das tödlich, ja. Und das darf nicht passieren. Erst recht nicht in so einem Spiel, wo du voll drin bist, wo du voll im Flow bist, darf dann so eine Dinger nicht passieren, ja. Ja, wird untersucht. Okay. Bei der Einwechslung von Franz Kretzig haben Sie gelacht, als er an ihm vorbeilief. Vielleicht könnten Sie ihm noch 2, 3 Worte sagen. Und blöde Frage, aber wie gut tut mal so ein Start-Zielsieg ohne, wie zuletzt, große Aussetzer? Ja, sehr gut. Gar keine Aussetzer bitte, ja. Gar keine heute. Wie ich schon in meiner Analyse sagte, so 10 Minuten, ja, haben wir mal ein bisschen Slowlier gemacht, so 75 bis 85. Aber ansonsten. Wie gesagt, die Einstellung und die Herangehensweise war top für die Sachen, die für die Fleißarbeit und für kleine Dinge und für die Duelle, um ins Umschalten zu kommen, um Balleroberung zu haben. Und wir haben nie nachgelassen. Da muss man auch mal sagen, hier an erster Stelle, was er jetzt gerade erzählt, Conny Leimer Maschine einfach, ja. Das ist auch das, was ich sage, warum er auf die 8 gehört. Und auch nicht auf die 6, ja, weil ich das auch immer oft genug gelesen habe. Ja, Conny Leimer wäre ein guter 6er. Nein, man verschenkt einfach seine Stärke. Die Stärke ist, auf der 8 zu pushen, Alter. Und er hat auch die Stärke, einen guten Pass in die Tiefe zu spielen und immer in Bewegung zu sein, immer eine Anspielstation zu sein und nicht sich irgendwo hinterm Gegner verstecken oder sowas und das Spiel an einen vorbeilaufen zu lassen, so wie wir es öfters beim Goretzka sehen oder auch beim Kimmich, wenn er diese Posi spielt. Das war der große Unterschied heute. Ja, da gibt es gibt eigentlich keine 2 Meinungen mehr. Es ist traurig, dass wir das hier auf diesem Kanal seit 5 Wochen erzählen. Man hat es auch in der Vorbereitungsspielen gesehen. Ein Leimer gehört auf die 8, Punkt. Ein Kimmich auf die 6. Und wenn der Kimmich die 6 so spielt, wie er so heute gespielt hat, ja, dann brauchen wir nicht über eine Holding 6 reden, Alter. Ja, Punkt. War wichtig heute und ein deutlicher Schritt nach vorne, auf jeden Fall. Und ja, aber warum denn? Wäre ja schön, wenn das dann gleich auch mal sagen würde. Nicht sorry wegen Leon, ja, aber im Tuchel-System brauchen wir diese Art Spieler auf dieser Position. Punkt.
Sorry, Leon, Alter. Und Franz hat sich's verdient. Franz hat sich's jetzt über mehrere Wochen verdient, hat eine sehr gute Vorbereitung für uns gemacht. Aber klar ist, Fonsi hat auf der Position die Nase vorn. Und trotzdem ist einfach top, wie Franz trainiert und mit welcher Lust und Aufmerksamkeit er im Training ist und welches normales Selbstvertrauen er mitbringt bei aller Bescheidenheit. Das ist einfach ein tolles Paket. Und ich habe mich gefreut, dass wir jetzt heute mal die Möglichkeit hatten, ihn dann auch spielen zu lassen. Er hat es sehr gut gemacht. Nichts anderes erwartet, weil er einfach Der hätte noch fast das Tor gemacht, ne? die Sachen auch im Training zeigt und freue mich für ihn. Dann hier rechts außen bitte, ja, direkt. Mensch aus Bochum, hallo Herr Letsch, eine Frage an Sie. Sie haben gerade Ihren Ansatz heute erklärt. Inwieweit haben Sie die Mannschaft auch unter der Woche mitgenommen, um diesen Ansatz dann mit Leben zu füllen? Waren die Spieler auch davon überzeugt, so mutig heute heranzugehen an die Sache? Weil Marc Lettau sagte gerade, es fehlte so ein bisschen die Überzeugung, das dann auch umzusetzen. Ja, natürlich, es geht nie darum, was ich als Trainer möchte oder wir als Trainerteam. Es geht immer darum, dass jeder dahinter steht. Und natürlich haben wir die Mannschaft mitgenommen. Das ist unser Fußball. Das ist das, was uns stark gemacht hat. Das ist das, was uns letztes Jahr in der Liga gehalten hat. Und es ist auch das, was uns in den letzten 3 Spielen stark gemacht hat. Und wie gesagt, hinterher dann zu kommen und sagen, ja, vielleicht hätten wir es anders machen können, das ist einfach. Aber das Stimme ich ihm vollkommen zu übrigens. ist nicht mein Weg. Und natürlich haben wir die Spieler mitgenommen. Und wenn Marc Lettau die Aussage gemacht hat, müssen Sie ihn fragen, wie er es genau meint. Dann weiter oben. Nee, finde ich gut. Das ist ja auch immer, was ich so bei uns auch so ein bisschen kritisiere. Also wenn man einen Weg hat, ja, dann zieht man den durch. Und nicht, wie wir immer sagen, so, ja, wir müssen uns jetzt aber mal gucken, so, ja, Manchester United, da würde ich es noch verstehen, oder auch Bayer Leverkusen, dass man da sagt, ja, so die letzten 10% unseres Spiel passen wir vielleicht ein bisschen an. Kann ich verstehen. Aber ansonsten musst du doch eine Grundspielidee haben und sagen, das ist unser Weg, den knallen wir. Und da ist es scheißegal, ob der Gegner VfL Bochum heißt, Manchester United oder Tuffalshausen. Ja, so. Bisher war es immer so, ja, wir richten uns jetzt hier nach dem Gegner und da und hier. Alter, nochmal, wir sind der FC Bayern und das ist unsere Spielphilosophie. Und klar kannst du die gegen den einen oder anderen Gegner ein bisschen leicht anpassen oder wenn ein Gegner eine gute Strategie dagegen hat, das mal ein bisschen umstellen oder sowas. Aber am Ende des Tages brauchst du eine klare Linie. Und wenn du dann mal damit auf die Fresse fällst, dann fällst du mal auf die Fresse, dann stehst du wieder auf und weiter geht's. Und das ist super sympathisch, wie er das gerade äußert. Rechts bitte, ja. Herr Tuchel, Sie hatten nach dem Spiel gegen Manchester schon gelobt, dass Ihre Mannschaft nach den Gegentoren nicht eingebrochen ist, sondern immer wieder gekommen ist. Heute war es ja in dem Sinne eigentlich noch erstaunlicher, weil es gab überhaupt keine Rückschläge und die Mannschaft hat trotzdem nicht nachgelassen. Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass man beim 5:0 noch so munter nach vorne spielt. Wie erklären Sie sich diese wirklich sehr, sehr positive Entwicklung dieser Leidenschaft in der Mannschaft? Ja, wir reden ja miteinander und wir wissen ja, was wir voneinander wollen und was wir voneinander erwarten. Und die Mannschaft möchte das ja auch umsetzen. Und heute ist es ja auf jeden Fall so geglückt, wie wir uns das vorstellen und wie sie selber das auch möchte. Es war sehr konzentriert, es war sehr entschlossen. Und ich glaube, das Ergebnis, die Torfolgen und die Großchancen, die wir uns rausgespielt haben, haben natürlich dazu beigetragen, Bochum auch ein bisschen die Moral zu nehmen. So, deshalb war das heute auf jeden Fall eine sehr konstante Leistung auf einem hohen Niveau und eine sehr fleißige Leistung in den Sachen, die du machen musst, um Bochum nicht so unangenehm erscheinen zu lassen, wie sie sein können. Und eine sehr gute Teamleistung. Ja, vielen Dank. Ja, kann ich nur mit einstimmen. Gutes Schlusswort. Und nochmal, ich hoffe, ein Tuchel sieht es auch so. Das werden wir jetzt die nächsten Spiele sehen. Aber ich denke, wir haben heute gesehen, was das für ein Unterschied ist, wenn Conny Leimer auf der 8 spielt. Und ein Kimmich der klare Sechser ist. Und ein Kimmich dann auch der klare Sechser von seinem eigenen Kopf her ist. Und das wirklich so umsetzt wie heute. Ja. Dann gibt es auch keine Diskussion über eine Holding Six oder sonst was oder über einen Kimmich selber. Er ist der die Diskussion ganz einfach verstummen lassen kann, indem er einfach die Position so interpretiert, wie er es heute getan hat, und dann ist alles gut. Ja. Heute war so ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin gespannt, ob wir das jetzt so beibehalten oder ob wir jetzt wieder Steps zurück machen, was ich nicht hoffe.
In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wenn ihr irgendwelche wichtigen Kommentare habt, die ihr gerne in Videoform beantwortet haben wollt, macht das bitte in meiner Spielanalyse. Da beantworte ich die Kommentare in Videoform. Ja,